Hörst du mich? Ja, hörst du mich? Nee. Hahaha. Willkommen beim Sex-Podcast auf Radio Weißt du, wie wir Lorem bis mehr einen intellektuellen Ausspruch kreieren? Wir mussten über das Thema schwätzen an. Wen dann? Menstruation an. Datei aus Maybe Sex. Mam Kali, Mam Tassi, und mit mir, dem An. What? I'm menstruating. Why is that a big deal? Wir schwätzen allwoch über den anderen Thema zur Sexualität. What if I had to fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm? Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen, bis hin zu Sexpraktiken. Oh. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Also, ich weiß nicht mehr genau wie alles, weil meine Mama hat mich auf jeden Fall schon mental darauf vorbereitet, dass so etwas wie die Menstruation irgendwann auf mich durchkommt. Und das so steht manifestiert man nicht wirklich viel Details dazu gesagt, aber echt also, was Symptome davon wären, nämlich, wenn ich einfach Blut an meinem Slip gesehen, dass ich hier soll Bescheid sagen, weil sie dann etwas für mich hat, was sich Bind nennt. Schokolade. Vielleicht auch Schokolade, ich weiß nicht genau, das steht uns gut an. Ja, jedenfalls warst du vorbereitet, wie das erste Jahr passiert ist, sind Speise gegangen und voilà. Der gut. Seitdem habe ich meine Regel. Hast du gut gesagt, brauchst du Hilfe? Und so, nee. Der gut. Es war aber ein Bewusstsein, dass du Hilfe brauchst, oder wie? Ja, aber für mich so, oh, steht am, du weißt ja, wegen Schaf, dass du findest. Aber steht das eigentlich so, Mom, ich war von einer Fußparty gekommen. Und dann sag ich, kann sein, dass man sonst waschen ist, dass so ein Slip ein roter Punkt ist. Und so, also so weit. So, nee, das war just Konfetti. Ich war rote Konfetti draufgefallen. Ich hab das so geschweißt. Du, das ist Papier. Oh mein Gott. Das klingt wirklich wie eine ganz elaborierte Ausweichung. Nee, aber du denkst, so weit war, du sagst, ja, ich meine, ich gucke gerade meine Regel. Warte, nee, du bist so viel zu jung dafür. Also drum Konfetti. Voilà, wir mittlerweile sind wir mich schlau. Wir hatten mittlerweile Bio-Ops, wir haben sie abgeklärt, was du passiert am Körper durch dich. Und bon voyage. Bon voyage. Nicht bon voyage, aber bon voilà. Ich habe festgestellt, dass ich relativ dürftig Kenntnisse darüber habe, was da tatsächlich passiert, was da tatsächlich aus dem Körper rauskommt. So schwer ist es nicht, du hast Blutzahl im Moment. Ja. Nee, wird schon anders gehandhabt wie andere Formen von Bluten. So. Also das ist schon normal. Einmal am Monat, wenn man eine Gebärmutter hat, an eher stark hat, für seine Regel zu kriegen. Weil ja? Wir spielen einen Stock der Sommer. Was meinst du, weil? Willst du erklären, wie das funktioniert, oder wie? Soll ich nicht? Ah, doch, du kriegst mal so viel Wert aus mir. Also, ja, okay. Was mir was heu sehen, was der Sinn vom Leben ist. Weil ich warte nur die ganze Zeit schon drauf, dass du mal siehst, wie warten wir auf diesem Planet sehen. Wie kennt das nicht? Nee, ich kann leider nicht mehr so wie das stattfindet. Da geht nicht. Den Regel hörst an. Okay. Ich hoffe, das geht auf die Haut durch. Das geht man durch die Haut. Okay, das gibt der Sache schon mal vielleicht den Sinn, die ihr viel nicht hat. Ja. Weil ich denke einfach mal so, ja, boah, ich habe 12 Jahre, ich will gar kein Baby. Was soll das? Ich habe schon noch plus gedacht, wie dann gesagt, es ist so krass, wie was man Frauen da allmond. Ich habe mir denken schon noch immer. Oh, mir auch, ich habe gedacht, wie kannst du dich irgendwann darum gewinnen? Das ist so ein Plo, geil. Das ist einfach so nervig und eklig. Und ich stehe als Fund. Los, und steck cool. Wuhu! Nee, wirklich nicht. Mit gewinnen sich drin. Gewinnen schon, ich fand wirklich nicht so schlimm. Also, es ist so, dass nachdem sie in seine Regel hat, die so normalerweise 3D bis eine Woche dauert, fängt an, erstens eine E-Zell über den Eileiter und die Gebärmutter sich zu bewegen. Na, halt mal lachen, das ist seriös. Und währenddem baut die Gebärmutter und den Wann Schleimhäuten op. Ganz viel Schichten, nur immer mit dick. Und dann, wenn sich ein E-Zell befruchtet wird, nisst sie sich an denen Schleimhäuten an. Wenn sie aber nicht befruchtet wird, dann wird sie ausgeschieden. Und mit hier die ganz Schleimhäute, die ganz Schichten, die
abgebaut gesehen. Das ist ungefähr so. Wenn nämlich das befrucht ist, dann hält das mega viel Nährstoffe aus der frei im Körper an Hormone und so weiter und so Und fort. die Schleimhäute auch. Das ist mega anstrengend für Ja. den Körper. Das heißt, Wenn der Körper von der Frau permanent an einen Zustand wie wir können, ein E-Zell anzunisten, gibt das so viel Energie verbrauchen, dass die Körpertemperatur von der Frau immer misst Grad mehr hoch sind. krass. Und das ist einfach so viel Ja. Energieaufwand, dafür möchte der Körper das nehmen. Weil sie nicht weiß, Weißt du. ob das das wird machen oder nicht, gehen sie einfach alles mal rausgehalten. Yep. Das ist ungefähr so, wie wenn du am Bus bist und ich direkt da und auf den Stoppknöpfchen. Und irgendwann sieht der Buschauffeur, so, da geht durch, jeder redet raus. Und dann siehst du, mir, ich will nicht. Und das ist mir egal, alles raus. Und Tapet nach Mat. Das ist genau das. Das ist die perfekte Metapher für was Gebärmutter in dem Moment macht. Genau. Tapet geht aufgegrabt, geht in Form von Blut. Es gibt einfach zu viel Energie kosten. Es geht einfach nicht. Der Mensch ist von den einzigen Säugetieren, wo das so oft stattfindet. Bei den Hunden zum Beispiel findet das Ganze nicht einmal am Jahr statt. Ach, wie schön wird Hund zu sehen. Ja, nicht nur du willst. Können sie mal schlafen, wir sind mal gekrault. Ja. Okay, egal. Warst du stolz auf meine Anekdote mit dem Bus? Ja. Also ich verstehe nicht los sogar noch ein bisschen besser. muss ich sagen. Me, also schon, es bleibt nach etwas da. Also das ist nicht das wirklich alles, was am Körper ist. irgendwie. Seit Mauern bleiben du mit Tapet aufgegrabt. Ja, vom Bus, genau. Ja, das ist okay. Mischt Sinn, ja, mischt Sinn. Muss ich mir ein bisschen Fantasie holen. Wenn Voilà. die Podcast-Teile ausstehen. Wenn ich kriege denn als erstes eine Regel? Ha? Verschiedene kriegen sie schon mit 10, andere recht mit 16. Ich meine, an der Spannbreite ist es auch normal, wenn es darüber rausgeht, also wenn sie mich spät wie 16 kriegt, soll den bei dem Doktor gehen. Also Tank für Körper zu Körper auf. Dann Durchschnitt ist normalerweise 11 bis 13 Jahre. Aber du kannst, wie du so bis 16 Jahre, also noch okay, wenn es so nicht ist. Ja. Und verschiedene kriegen sie schon ab 8. Also, Ja, das ist intensiv. ja. Aber das ist alles normal. Ja. Alles normal. Am Anfang hast du dann noch mega unregelmäßig. Aber kann hast du bis zu 4 Jahre da, bis das hat sich so richtig abhandelt, da bist du genau, bis ihr immer zum selben Zeitpunkt ungefähr könnt. Und das kann zwischen 21 und 45 Stich dauern, der Tisch, bis das kriegst. Das ist alles am Normalen. Aber wenn es aber die nehmen und also wenn die nehmen und 20 Stich dauert, bis das du kriegst, und den nächsten Monat dauert da 35 und den anderen Monat dauert da 15, dann ist das nicht normal. Da sollst du mit deiner Gynäkologin drüber schwatzen. Gäbe eine Planning familial. Oder auch nach Planning familial genannt. Okay. Du willst schon einen kurz dazu sagen, Blut viel Männer, wie ihn das meint. Ich habe so gelesen, dass am Ganzen, ich meine, 5 Esslöffel Blut sind, die ihn an einem Zyklus verliert. 5 Esslöffeln? Ja. Ich hätte gedacht, wäre mehr. Nee, eben. Meint den viel mehr, wie da wirklich geht das. Krass. Ja. Was geschieht dann aufgesehen davon während der Regel, dass das ganze Gemisch aus einem rausgeflossen Tapet und alles. Tapet und Alles. Sitzer. Just Haus, just Mauer bleiben stehen. Das Was tun wir halt gedeiert. passiert noch? Okay. Das ist ein ziemlich fordernden Prozess für den Körper. Yes. Und das tanzt du verdammt weh. Yes. Nicht bei jeder Rangem, nicht bei jeder Rangem selbst viel. Nicht bei all Zyklus. Aber ganz viele Leute sind immer da gehabt. Oder geheilt. Wie auch immer. Auch schon Inflation. mega Chance gehabt, weil ich schon meistens, also wirklich gut kein Peng. Meistens merke ich mal nicht, Das ist die Regel. dass ich nichts anderes, also aufgesehen davon, dass so ganz Blut aus mir rauskommt. Nee, ich merke da wirklich am Anfang oft keinen Unterschied. Ich bin aber für ein paar Monate an der nicht wackrig gehen, weil ich so viel Peng hat, weil es sich angefühlt hat, wenn meine Gebärmutter sich selber ging abfrieren. Also es war wirklich unangenehm. Ja. Mir Menschen sind gar kein Problem mehr. Bei mir wurde es sich geändert, weil so praktisch die ersten 10 Jahre, so von 12 bis 22 oder 21, einfach nie Peng hat, wirklich gut nicht. Und dann von einem Monat auf den anderen, wie man extrem Peng hat. Und das ist mittlerweile ein bisschen besser, das ist nicht mehr noch als Zweitkeier, aber ich muss aber auch erst kein Peng holen in dem Moment. Buscopan hilft. Kann ich nicht mehr rekommandieren. Leider nicht mehr auf Verschreibung erhältlich. Mir einfach normal Ibuprofen ja. oder so Sachen helfen. Also aber entzündungshemmend Sachen. Ja. Also Paracetamol ist ja nicht entzündungshemmend. Nee, das hilft nicht. Das hilft nicht so viel. Nee. Aber wenn ich etwas wie Ibuprofen halt eher Krampf auffangen können, da kriegen sie nicht.
Weil das hilft irgendwie, dass die Hormone oder was auch immer das aus, den die Peng verursacht, sich nicht entwickelt. Also ich muss damit einholen an dem ganzen, an den ganzen 5D oder wie viel auch immer 10 geht ein durch. Sehr gut. Ja. Was kann er noch machen, weil er Peng hat? Ein Wärmflasch benutzen. Ah ja, oder ein warmen Dusch. Oder Also einfach Bidon. hützt, Ja. hilft der gut, ja. Sport treiben, Yoga machen, so Stretching ist der gut. Ich meine zwar nie Sport, also werde ich sicher nicht machen, wenn ich mir regeln. Mehr Yoga müsste. Ja, Mensch. Und du tanzt doch, ne? Ah ja. Das Okay, ist auch okay. Sport. Der Mann von Was- Sport. Hast du laufen Schachspiele schon auf den Sport Bus? Ah, voilà. Schachspielen hilft nicht, wenn du den Peng hast. Den monatlich Peng. Anscheinend Akupunktur hilft. Der cool. Voilà. Wenn du einfach Peng verlagerst. Relativ viel nicht medikamentös Mitteln. Gibt so eine neue Maschine? Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Ich weiß nicht genau, wie die funktioniert. Mit das ist etwas, das so klangen wie Vibrator. Mit das kannst du so, ich meine, das passt da so unter den Bauch oder so. Und da stehst du so wie Elektroschocken oder so aus. Und das möchte anscheinend, dass du keinen Peng mehr hast. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das hilft, weil mir persönlich hilft doch zu summen, weil dann der Körper ein bisschen Zu vibriert. summen. Zu summen? Zu summen was? Nee, zu summen. Ah. Das ist der Geregel. Das ist kein so ein schwitziger Moment. Wenn ich summe, dann ist es verdammt schlimm gerade. Das ist der Geregel. Super. Ja, mal der Gag immer da mehr. Okay. Das hilft. Der gut. Haben wir noch etwas, was ich kann machen? Masturbieren. Ah ja. Nee, ja, ich kann mir schon vorstellen, für verschiedene Leute, die viel Peng haben, dass die Fleisch dem Moment nicht so viel Lust tun. Ob masturbieren, wobei auch verschiedene Leute im Moment Mail. mehr Lust drauf haben. Ulala. Fun times. Okay, was kann das nochmal zu springen? Also, weil das ja auch den Hormone verändern sich ja auch am Körper. Das heißt, verschiedene Leute kriegen mega viel Essen. This guy, mega viel. Das sagt. Mir schon so eine Woche eher, ich meine, schon kriegen. Also fangen sie schon an und dann während des. Ja, das ist dann wahrscheinlich der Moment in dem von prämenstrualem Syndrom, Korrekt. was in ganz viele verschiedene Formen sich Manifestiert. wie zum Beispiel, also ich schon damit keine Erfahrung dafür, ich alles müssen recherchieren, mehr Übelsigkeit, Verstopfung, Depression, Stimmungsschwankungen, viel Hunger haben, sensibel Brust und Kramp können all schon an der Zeit, an denen dich eher in seinen Regelkrit auftreten bei verschiedenen Leuten. Kopfweh. Ganz oft gesehen von dem, was dann während der Menstruation selber dann noch dabei könnt, bei verschiedenen Leuten. Ja. Mir, Stichwort Stimmungsschwankungen. Also, Kasin. Hörst du gerade ein? Oh, tatsächlich. Kasin, dass ich Stimmungsschwankungen kriege von mir. Viele Leute haben einfach keine Veränderung, was sie hier regeln. Und das heißt, egal ob in das tut oder nicht, also es ist ultra frustrant, wenn eine Person sieht, was willst du eigentlich auf den Regeln? Ja. Mega Nee, schön. okay. Halt ob das Nope. so, weil dann kann ich rose. Wenn eine Person darüber schwatzt oder schwätzen will, kannst du darauf angehen, aber mach es nicht als passiv-aggressiven Kommentar. Weil meistens hört die Person auch nicht die Regel. Das ist einfach so, das ist mega ruflos in den Kommentar, wenn eine Person etwas ausdrückt, was hier wichtig ist und ein bisschen emotional geht oder vielleicht auch nicht. Das ist einfach ein mega einfacher Weise für einen komplett die Wand sich Ja, zu holen. und das ist mega sexistisch. mega sexistisch. Wir wollen das geht Sexismus. Wir sind von einer Frau, kann ich ohne die Stuhl, weil Ja. hat die immer ihre Regeln. Oh, Voilà. Stimmungsschwankungen. Korrekt. Gut, dass das Ah nee, wirklich schon so nicht gerade mit Regeln. Oh, das ist ja schon. Bewegen sie aber so. Mit Tapete sind auch all do. Mir das heißt, also Peng zu holen, wenn es in Regel ist mega, mega normal. Sagt mega krass, mir ist normal. Das heißt aber nicht, dass ich nicht kann, so viel Peng holen. Also, da ist auch interessante Advice, was ich seit ein paar Jahren richtig in der Sicht geht, weil der lang Frauen einfach ignoriert, gehen wir so in das Weh, weil das ja schließlich normal und über 30, was weiß ich nicht noch alles. Aber von die Schleimhaut, die du ausgeschält wird oder losgelöst wird, wenn die sich außerhalb vom Uterus befindet, das ist mega krass, das tut mega, mega weh. Und das ist was Endometriose ist. Und das muss operativ verändert gehen. Das heißt, wenn er zu viel weh hat, dann ist es nicht normal. Und dann kann er bei den Doktor gehen und dann kann er dem so eine Zeit ist maybe normal. Und das muss er da Sicht gehen.
dafür ist wichtig, darüber zu schwätzen, mit anderen Leuten zu vergleichen, Ja. so weiter und so fort. Und kann noch zu viel bluten. Das ist normal, dass du Variationen sehen an verschiedene Leute mehr blöde wie andere an zu einem bestimmten Zeitpunkt mehr blöd wie zu einem anderen. Aber gehen anscheinend Frauen, die so viel bluten, dass sie Eisenmangel kriegen, gell? Das ist wirklich, wie nennen das, Anämie. Sind das so? Ja. Ja. Das ist natürlich, und die müssen dann beim Doktor die Pille kriegen, für das sie da mehr ihren Eisen Level und Glück kriegen. Ja. Also da gehen wirklich Sachen, dafür ist mega wichtig einfach für darüber zu schwatzen, gell? Weil das weiß ich ja nie, ob das normal ist oder nicht. Ja, und soll ich noch nicht wirklich im Allpreis probieren, Medikamente zu evitieren, weil ja, das ist eben noch ein Approach für verschiedene Leute. Aber ja, Ja, schon dauert Medikamente. wenn das gegen Peng hilft, dann meinst du, geht einfach ein Wärmflash nicht durch. Nee, und noch Yoga nicht. Ey, mega gutes Sit für Yoga zu machen. Hatte ich Adrienne, nicht Yoga with Adrienne, hat es mega witzig, mich mega dumm Witze die ganze Zeit, bringt mir Steck zum Lachen, ich gern hun. Und hatte den Video spezifisch für PMS, was ich gut fand. Okay, nice. Ja. Merci für den Tipp. Ja, geschieht. Was auch mega krass ist, also weil das ist schon an unserer Kultur irgendwie eklig und gibt es mal gemacht, wenn es Stigmatisiert, genau. Gibt aber andere Kulturen und ich meine, das ist das Wichtigste wissen, gibt andere Kulturen, wo es wirklich so krass ist, dass gesagt wird, eine Frau, die hier Regel hat, als nicht als impure, als dreckig. Unrein, ja. Und du gesagt so, wenn die dann nicht schaffen können, die dürfen nicht Obst pflücken, weil das Obst, was sie aufpicken, faul an die Boden, über den sie geht, du wirst nie mehr irgendetwas wurzeln und so. Und die gehen dann an Hüttenverband, die Zeit, wo sie hier Regeln haben. Und das ist so außerhalb vom Dorf und du sind dann noch Valdieren und so weiter. Und du sind nur an den letzten 10 Jahren oder 8 Jahren, sind manchmal 10 Meter schon gestorben. Also das ist wirklich mega, mega heftig. Ja. Nachher Grund mehr, für was wichtig ist, für darüber zu schwatzen, das Stigma wasch zu kriegen und zu akzeptieren, dass der Gros von der Population das möchte menstruieren. Wir verbringen als Frau am Durchschnitt 8 Jahre von unserem Leben, um da zu bluten. Krass. Das ist viel Lebenszeit. Das ist viel. Und dafür könnt man ruhig anfangen, darüber zu schwatzen und das okay zu finden, weil ja, das ist ein cooles Satz. The Circle of Life. Oh, die Menstruation, kein Babyen. Aber Babyen sind ziemlich schläf. Dumm. Scheiße, Babyen. Rund um Sex und Sexualität kursieren immer noch viele Tabus, Falschinformationen und Mythen. In dieser Rubrik schwatzen wir drüber. Sexmythos. 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 Passend zu dem Tassi an dem ansengen Gesprächsthema von wir drun, kommen wir zum echten Mythos. Et kann kein Sex haben, wenn ihr seine Regel hört. Doch, et kann auch nicht dir wehen. Sex während der Regel ist nicht für sich aus unhygienisch. Höchstens ein bisschen unpraktisch, für allem, wenn ihr weißt, Bett gedeckt wird. Sich für kurz zu waschen und ein Dorf Bett zu legen, ist schon viel mehr einfach. Auch ein Platz, für sich schon nur kurz zu fangen an anderen Plätzen zu waschen, ist praktisch. Natürlich ist es dann nur noch immer einem selber und der Person, mit der Sex wird, über los, ob er nicht ganz noch grad will. Do open über Thema Menstruation, als ein eigene Besoin an Grenzen zu schwätzen, aus den ersten Schritt. Mythos Nummer 2. Et braucht nicht zu verhüten, wenn ihr seine Regel hört. Weil mit der Regel kann ihr sowieso nicht schwanger gehen. Da das ein Mythos, den nicht stimmt, weil et weiß ihr nie, wenn ihr den Eisprung nur der Regel kennt. Den Eisprung aus dem Moment, wo die Zahl vom Eierstock an den Eheleder rüber springt, auf fruchtbar ist. Bei einem kurzen Zyklus kann der Eisprung schon eine Woche nur der letzte Regel sein. Da das auch die Zeit die Spermien von einem jungen Mensch können überleben. Stell mal es also 4. Wenn ihr zum Beispiel zum Schluss von der Regel Sex wird, dann Spermien 5 bis 7 Tage am Uterus überleben und ihn dann an der Zeit den Eisprung holt, kann ihn trotzdem schwanger gehen. Außerdem, nur weil er seine Regel hört, heißt das nicht, dass er sich nicht für Krankheiten schützen. Mythos Nummer 3. Der erste Keier geht weh. Dieser Mythos ist leider noch immer ziemlich verbreitet. Der erste Keier mit einer anderen Person Sex zu haben, muss aber nicht weh tun, er sollte auch nicht weh tun.
Natürlich kann es trotzdem Sinn, dass den abgeregt ist und du dich verkrampft oder dass er nicht weiß, was er möchte, wie bei vielen Sachen, die ihr für die erste Kehr mischt. Das ist nicht so schlimm. Aber wenn etwas unangenehm ist oder weidet, soll der kurz abhalten, eine Pause machen oder etwas anderes. Wenn er entspannt ist, sich wohlfühlt, den Körper von der anderen Person besser kennt, geht es mir einfach. Das gilt nicht nur für die erste Kehr. Weitere Tipps sind Gleitgel benutzen, sich Zeit lassen, atmen, Spaß haben, wissen, dass ihr zu allem Moment Stopp oder Pause kann sagen oder auch an einer Position sind, wo ihr Kontrolle hat. Der Mythos, dass die erste Kehr weh tut, könnte davon, dass jemand die erste Kehr meint, dass in die erste Kehr penetrative Sex wird. Penetrativ heißt, wenn zum Beispiel Fangerin oder ein Penis an ein Vagina oder ein Anus angefordert gehen. Nicht jederin hat oder hat gern oder regelmäßig penetrative Sex. Sex kann ihn auf viele verschiedene Arten und Weisen haben. Dafür ist auch das, was an der Gesellschaft als Sex oder die erste Kehr angesiegt, oft nicht das, wie es an der Realität ausgesehen. Übrigens ist doch ein falscher Mythos, dass der Sex bei der ersten Kehr weh tut, weil dann das sogenannte Jungfernhäutchen reißt am Blut. Das Vaginalhäutchen ist ziemlich flexibel, holt sich oft an der Jugend schon zurückgebildet oder ist für sich aus so klein, dass es bei penetrativem Sex nicht futti geht. Mehr zum Mythos Jungfräulichkeit an einer weiteren Episode vom Podcast Mayway Sex Radio Ara. Dir hut nach frohen Antworten oder Umwirkungen, da schreibe da es auf sex@ara.lu. Frohe gehen natürlich beantwortet, ohne dass wir ihn nennen. Und über Feedback freuen wir uns natürlich auch. Dir fand Mayway Sex auf Facebook, auf Instagram und am Site sexpodcast.lu. Oder auf all eure gewonnenen Podcast-Plattformen. Mayway Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mam Ann, Mam Kali und Mam Tassi. Wir probieren mit 4 Teilen abzuräumen und einen offenen Dialog über Sex, Körperen und Beziehungen zu fördern. All den stehen 6 und all Freuden 3 Uhr auf der Antenne vom Radio Ara. Mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem Nationalen Referenzzentrum für Promotion von der affektiven und sexueller Gesundheit. Finanziert von der Œuvre Grand Duchesse Charlotte. Den CESAS geht all Responsabilität für den Inhalte von diesem Podcast auf.